Tel Aviv, Dov Oz 30. Verein von jüdischen Schreiber und Journalisten in Israel. Heimischer Leivik-Ois. In den 70er und 80er Jahren ist der Adress bekannt gewesen jeden jüdischen Pennmensch und Kulturtier. In dem Land von Ivrit pflegen kommen Gäste zu genießen ein jüdisches Wort. Leivik-Ois ist geworden der zweite Ehe für die jüdischen Pennmenschen noch ein Churev gewordenem legendären Schreiberhaus in Warschau auf Tlamatzke 13. Nach der Zweiten Weltmilchume haben sich Srof von die Alpines leben gebliebene jüdische Schreiber besetzt in Israel. Faktisch ist der Aufblieb von der jüdischen Literatur in Israel ausgefallen auf die 70er Jahren, wenn es ist feierlich der Öffnung geworden der neuen Binien von Leivik-Ois. Wir befinden sich jetzt, ist einmal gewesen, das Haus von dem berühmten Artist von Abima Bertonov. Der Ingen von Aufstellen nach Beit Leivik ist geschehen mit einmal. In Onheb, nach Leiviks Tod, ist gewesen eine Idee, anzurufen, ein Gas in New York auf Leiviks Namen, und ein Gas in Tel Aviv auf Leiviks Namen. Es ist gewesen ein zweiter Vorschlag, mit durch der Präsident vom Weizmann-Institut, ist gewesen ein verbrennter Jüdischist, gestützt die jüdischen Schreibers, geholfen, sammeln Geld. Er hat vorgelegt, man soll auf den jüdischen Beseelung da ausbauen ein Ohel, also wie für Judlamet Peretz. Und etliche Jahre, mir dacht von beerdig von 66 bis 70, 65 bis 70, 5 Jahre, hat er geführt eine Kampagne in Amerika für Beit Leivik. Es hat gestürmt damals, alle haben sich beteiligt. Abendflaggen vorkommen, Leteves dem Beit Leivik, mir alle. Ich hitt bis heint a Kabole in Stub, 50 Lire, was ich aber reingetroffen zu stützen dem Beit Leivik. Mit geöffnet dem Beit Leivik, ich denke, die Golden Meir ist damals gekommen. Alle, was sind gewesen, verbunden mit Jiddisch, und Jiddisch ist gewesen bei seinen Herzen, haben gefeiert, haben gezimchet. In die Unebnanziger, wenn ich abungeben reinzukommen in Leivik-Ois, hat man auf die traditionelle Freitag zu Neufkommenischen gekonnt treffen, a 10, 15 Schreiber von die Gesederdicke Arangeer. Ihre literarische Namen sind bei der Klall geworden bekannt schon du, und ihre Werk haben sich gedruckt in die jüdischen Zeitungen und Bücher der erschienen in Israel.
dem Oibmun sei beim Tisch in Levikois und sei in der schreiberischen Branche hat vernommen Mordche Zanin. Zanin pflegt erzählen verhappendig, mit der Brenn. Es pflegt sich treffen, als dieselbe Meise hat schon gehad erzählt nicht einmal. Aber ich hab sich zugehört mit demselben Neiger, ifhappendig nahe Protem. Also ist gewinn euch in jenem Freitag. Zanin hat sich der Mond in die ersten Jahren von seinem Kiemen in Eretz Yisroel in 1941, noch eine lange Nessie von der brennenden Europa durch Shanghai, Indien und Ägypten. Noch ein halbes Jahr hat der Ruf in Kairo ausgebeult. Wir können rüberfahren, können Eretz Yisroel, bin gekommen, her, und dort sich umgehen mit einer Gehennen. Die Engländer haben die gekommen herangeführt in ein Lager, du in ein Glied, weil jeden sind gekommen, legal, in Eretz Yisroel. Ich habe gekommen legal. Aber wie ein Mensch habe ich verstanden, an die Engländer haben einen Verdacht, öfter bin ich ein Spion, sie muss Zeit. Und man war Freitag zum Morgens, vor dem Lager, ich bin am Beidl, in dem Beidl sind gesessen, Vorsteher von der Sochnut, auf euch zu fragen, wer bin ich, wo bin ich. Ist mir eingefallen ein Idiotism, als ich soll sagen, ich bin ein Bundist. Wo soll das denn behalten? Ich habe gesagt, ich bin ein Bundist. Der muss noch gewinnen, der Atombombe. Wenn er geworfen der Atombombe, wollte nicht gewesen sein, seine Überraschung, wie die Überraschung, wie ich habe gesagt. Und man nun hat Schuss gesagt, sie befreien mich oder zurück einsetzen in Lager. Sagt, Jim, sie muss Zeit. Die Engländer unterscheiden nicht den Kommunist von einem Bundist. Wenn ihr führt mich rein zurück in Lager, bin ich ein Verbannener. Zum so wird man befreit. Natürlich war jüdischer Schreiber, aber ich konnte kämpfen, aber ich sage immer eine Zeitung. Hat mir nicht erlaubt. Habe ich umgehoben von einem Bulletin, aber auf dem Bulletin gestanden, als gedruckt, nicht in Tel Aviv, nur in Teheran. Weil damals sind gekommen von Russland mit der Andersarmee, sind gekommen in Jeden, ist Teheran geworden als Center. Aber geschrieben, datiert in Teheran und geschickt mit der Post in Tel Aviv. So, damals erschienen das Wochenblatt der Neue Welt, wo es hintergegangen nach dem, wie die Medina ist aufgekommen. Und der Hauptredakteur Jankiv Zerabu hat gesagt, dass ich darf nicht die jüdische Zeitung, es ist nur eine jüdische Medina. Und ich habe umgekämpft für eine jüdische Zeitung. Wie viel habe ich gekämpft? Und wie soll, dass sie nicht zu erzählen in einer gewöhnlichen Schluss. Noch eine Sache. Ich habe bekommen, der Leute nicht zum Sof. Noch 9 Jahre schweren Kampf. Durch Blackmail, das heißt durch Chantage. Was gewinnt der Chantage? In 1951 ist der Innenminister gewesen, Bar Yehuda, ein Kibbutznik. Aber so der wisst, dass fuhrt in Buenos Aires sammeln Geld für die Partei. Aber ich habe doch mein Korrespondent in Jerusalem gelost wissen, also wenn ich jeden Kinder Leubenisch, herauszugeben jeden Tag die Zeitung, weil ich im Zichtstellen dort, durch die jüdische Presse, als Sakabuluspunen, als auf der Tante laufen. Ein Kibbutznik, ein Naiver, oder gewinnt mir Idee, was für eine Tanke, was für eine Armee, Zahlen vermogt. Und er sagt, soll er mir nicht schäppen. Ich komme zurück, gebe ich ihm die Leubenisch. Also ich gewinnt. Ich habe umgehend mal rausgegeben, eine Zeitung, letzte Neues, wo sie gewinnt nicht in Zeitung. Das ist eine Institution. Das ist wie ein Ministerium. Zvi Yankev Shargel hat gehört zu den Rishonim, jüdische Pennmenschen, wo sind gekommen in Eretz Yisroel in die 20er Jahren. In Levikois pflegt sein als seltener Gast und ob schon Jahre ankommen, sich lang dort nicht verhalten.
Ob mir sich getroffen bei ihm in Stub, in Petach Tikve, auf sein eigenem Scheitach, also zu sagen, verstellt Arim mit Politzes Bücher. In Landereien bin gekommen durch Rumänien, weil in Tschernowitz sind gewesen Zertifikaten, wo es die Tschernowitzer Jugend dort nicht gewollt ausnutzen, pflegten von Polen und von Russland darüber gegangen, sagt Tschernowitz, in genießen von den gebliebenen Zertifikaten. Ich bin gewesen einer von denen, so mir genossen, habe gekriegt ein Zertifikat. Ich bin von Tschernowitz gekommen, Konstanze, gekommen kann Erzählung. Bin gekommen am 6. Mai 1926. Seien ich schon ein Bucher von der Jahr 21. In Land aber schon damals getroffen, große Sinne mamisch zu Jiddisch. Es ist aber gewinn fallen, als Said wie Remes von der Vierer von Mapai, als hat gerät zu der Jugend in Ivrit, hat sie gesagt, Atem kamosh omrim בשפת הדיבור שלנו, אתם הנכס שלנו. Das heißt, hat noch gewusst, als du als שפת הדיבור Jiddisch, nur man darf es fein tun. Ich bin kein Kämpfer, kein Mensch gewesen. Gekämpft hat man gegen mir. Und mir sind nicht gewesen, nicht Papiernikov, was sie kommen, fahr mir, nicht Jankiv Stuhl, Eisen, was sie gewesen, fahr mir, Schmuel Isman, der Erzähler der Größe. Mir sind keine Kämpfer nicht gewesen, weil wir haben kaum geätemt, kaum geschippet, muss uns keine Arbeit nicht gewollt geben. Aber gegen uns hat man gekämpft. Wir haben geschaffen. Ich allein halt schon beim 12. Buch meinem. Wo sie Poesie, Übersetzungen von Ivrit. Ich habe Muschel für meine Übersetzungen 100 Lieder von der besten hebräischen modernen Literatur gekriegt, dem höchsten Übersetzungspreis von Misrat HaChinuch v'Tarmut. Zusammen damit, was man mich herausgeworfen von einem Arbeitsplatz, wo es verdient, 8 Piaster a Tag, 10 Arbeitsschuhe, bin ich gewinnt treff, 8 Piaster. Bei der Arbeitszug hat er gezahlt 30 Piaster. Ich mir hat nicht gemacht, ich muss mich herauswerfen, weil man da wisst, als ich schreibe auf Jiddisch. Schlecht, aber gehabt, mit Kläffeln, mit Guppeln. Aber auch das Gute wächst über alle Dinge. Ich schicke dich heraus. Und das ist der Tante für meine Lieder. Gedruckt in der Goldenkeit. Liedmeis. Ich schicke dich heraus zu der Welt, wie mir schickt, wenn heraus ein neues Gegangenem. Soll gehen und laufen und beten und sich mähen. Was ich weiß, wie es weiß doch jeder, als Ausgegangene können nicht gehen, können nicht laufen, können nicht beten und sich mähen. Doch schicke dich heraus, Frucht für mein letzten Blien, ohne Muschel, ohne Vergleich, sollst gehen zu der Welt, wo es lang schon vergessen dein Wert, wo es dir ist gewesen, ist es doch alt dir beschert. Ich schicke dich heraus zu der Welt, wo es geworden, also klein ist, eingeschrumpfen, nicht nur wie der Machaber, der Mischeurer Amir Gilboa, wo es hat der Blutig enttäuscht, der Räuschig die Inden, sie soll gehen zu der Welt, nicht im wilden Wald, nur bald da rein in der Stadt, mit zivilisierten Trottoiren, in dorten soll sie haaren auf der dritte Milchome. Nein, dir schicke ich heraus mein Lied, mein Wort, mein stumm geworden Hoffen, weil so, o du der Geurl, mich und dir getroffen. Ich schicke dich heraus mein Lied, weil so hat uns gelernt der Kriegswehr. Lass weg dein Bräut auf dem Wasser. Und sucht mir unter, was gesucht hat, Tage Kehelles, als geht, wenn, wird Emes sich fortgefunden.
Zanins linke und rechte Hand in der Verwaltung von Levikois sind gewesen zwei Journalisten, Yitzhak Brat und David Stockfisch. David Stockfisch, ein arziger Mensch und ein guter Journalist, hat herausgelost die poalizionistische Zeitung Die Yisroel-Stimme. Wie andere alte Journalisten hat sich festgehalten bei seiner Parteilinie, was hat auf dem Hintergrund von der Yisroel-Wirklichkeit ausgesehen altmodisch. Du in Yisroel hat man erstehen, im ganzen Findusnai. Ist meine erste Arbeit gewesen in der Redaktion von Neuwelt. Als Redaktionssekretär, das ist eine Heute-Schrift, zum März, eine 2-Wochen-Schrift, was die linke Politik noch rausgegeben hat in Yisroel. In der dosische Zeitung gewesen der erste, was hat gerade auszustein. Ein bisschen von dem Gdut Maginei Asafar, das ist Ivrit-Fanatiker. Das hat sich gedacht, als Jiddisch wird sei du konkurrieren, als Jiddisch kann noch einschlingen. Die Medina, was sie unterwegs, im Allem und so malz getun. A viele mit dem Warf war Bombe auf der Druckerei in der Neuwelt, a viele mit dem Verbrennen 2 Kiosken in Tel Aviv, wo sie gewinnen herausgestellte Zeitung. Und in der russischen Zeitung, der Neuwelt, habe ich wieder umgehoben meine beinahe journalistische Tätigkeit. Aber sie gewinnen das Vermachen der Neuwelt, ist auch gewinnen wie ein Unzug wegen dem Geuro, wegen dem potenziellen Geuro von der ganzen jüdischen Presse, euch du im Land. Mit dem Vermachen der Zeitung bin ich weggearbeitet in der hebräischen Tugzeitung Ala Mishmar, aber wie ein Bucherersetzer. Das ist gewesen mein Fach, meine Profession. Ich habe dort gearbeitet, sehr verschiedene Jahre, genau 19,5 Jahre. Nach Neuwelt hat der Erscheinen auf der Wach, was es mit noch etliche 3 Jahren verwandelt geworden in die Yisroel-Stimme. Was ich redagiere schon heute, das ist etliche 30 Jahre, das ist eine heutige Ausgabe, was bisschen mich verkauft wegen ihrer Witz, weil aber in den Witzen durch ein tiefer Inhalt. Man hat mich gefragt, was also ist die Yisroel-Stimme, aber ich kennt das ist eine tägliche Zeitung, was geht raus, was erscheint alle 2 Wochen, da geht raus einmal noch heute. Stockfisch vis-à-vis in Levikois ist gewesen Yitzhak Brat, der Redakteur von Die letzte Neis. Srof von seinen Artikeln sind ungeschrieben in einer satirisch-humoristischen Nussach. Hat gedruckt seine Feuilletonen knapp jede Woche, aber wie es trifft sich nicht selten mit humoristischen Schreiber, hat man selten wen gekonnt sehen auf seinem Moger Punem a gutmütigen Schmeichel. Und 1951, dem 1. Januar, bin ich heute kein Yisroel. Noch heute sein kein Yisroel, hat man mir eingeladen in der Zentrale von der Partei von Mapai, hat mir geheißen, ich soll rausgeben die Zeitung weiter, weil in jener Zeit sind gekommen Tausender, sämtlicher Tausender Olim, was haben gerät Jiddisch. Hat man rausgegeben die Zeitung das Wort dort in Tel Aviv, ist 3-mal in der Woche gegangen das Wort und 3-mal in der Woche die Zeit und der Roman ist gewesen einer für beide Zeitungen, so geht es nach Tugzeitung. Nachdem wir die Zeitung nach paar Jahren immer sich geschlossen, bin ich herübergegangen in letzte Neis, wie man weiß, der Gründer von der Zeitung ist gewesen Zanien, Mordechai Zanien, und ich bin rein als Redaktionssekretär und später, wenn Zanien ist weg in Pension, mit 20 zurück, habe ich übergenommen die Arbeit als Redakteur von der Zeitung und also ich war bis 19. Tag, wenn mit etlichen Jahren zurück ist sie verwandelt geworden in eine Wochenzeitung, letzte Neis, und ich arbeite jetzt weiter. Der jüdische Lehner ist mehrfach interessiert im gesellschaftlichen Leben. Das, was kommt vor im Land, Mama steht im Weg. Nachdem wir die Zeitung ist darüber auf eine Wochenzeitung, es gewähnt, Menschen sagen, ich habe mir bei mir Ziegen immer die Freude, geschrieben verschiedene Länder. Ich lebe mit der Zeitung. Wir müssen die Zeitung, wir müssen ein jüdisches Wort. Wo soll es sein mit Jiddisch weiter? Weiß ich nicht. Dasselbe ruhig mit Bet Levik, weil
Die Verwaltung für Betlewig ist neu, alles besteht von älteren Menschen. Und man darf sitzen, man darf machen, muss man Meinung eine allgemeine Versammlung für die Mitglieder von Lewikreuz und man darf vorstellen, dass eine andere Verwaltung sitzen junge Menschen, die sollen keine weiter vorsitzen der Arbeit. Und als zu neu gekommen ist ein Freitag geschehen. Initiiert hat es der Poet Lev Berinsky, der Älteste zwischen uns Jungen. Ist gekommen vorlehnen sein Manifest, wo der Hauptpunkt ist gewesen, zu schaffen einen internationalen Schreiberverein auf dem Jesod von Lewikreuz. Als man darf proben für die Tätigkeit von dem Schreiberverein in 3 Richtungen. Erstens, bei antikem Tag, wenn die jüdische Literatur hat sich so reduziert und in einige am Montag jüdische Länder haben wir schon nicht mehr wie 2, 3 oder für den letzten verbliebenen jüdischen Schreiber, wurde mir vorgelegt, als unser Verein, was ist praktisch der einzige jüdische Schreiberverein der Welt, soll werden international. Ob zu betrachten und verstehen unsere Literatur als ein Teil von dem Prozess in der Weltkultur, und der Prozess geht mir ist noch nicht weit verendigt, sind wir alle nicht kein Windel identlich, was wir kümmern sich zu neu vorstrinken nach Lustei. Wir sind eine Gesinnte und dabei noch eine gute Literatur. Wir müssen nur beiden unsere Vorstellungen wegen die quantitativen Maßstaben von unserer Ausgabe und von unseren Lehnern. Und sich zugewöhnen zu dem, als Schreiber können wir mehr existieren in Übersetzungen. Die Welt aber hat sich nicht aufgesucht für uns. Man will lehnen Werk für jüdische Schreiber, stellen sie ihre Pieces, singen Lieder auf ihre Texte. In jedem Freitag sind alle sich zugange nach ihm begeistert, hat nicht ohne Kappele Skeptizism und Nefscher a viel mehr wie a Kappele, weil zu dem maßstabigen Projekt hat man sich mehr nicht gekehrt. Das Leben in Lewikreuz ist noch etliche Jahre umgegangen weiter mit demselben traditionellen Seder. Aber mit jedem Freitag ist die Zahl Stammgäst geworden als kleiner und kleiner. In alle Zimmern von Lewikreuz sind versteht sich gestanden Polizes mit Büchern, tausender Bücher, sei herausgelost in Israel, sei geschenkt von den jüdischen Schreibers über der Welt und schon Seder. Ob ich eine Versitzung von der Verwaltung vorgelegt, zu verbeten dem Student Boris Kotlermann zu machen einen elektronischen Katalog von allen Büchern, was Lewikreuz vermogt. Mit Jahren später habe ich sich getroffen mit Boris Kotlermann in Bar-Ilan-Universität, wo viel tun mit der Jiddisch-Kathedre auf Arena Costas Numen. Ich meine, als das gewinnt Freitag, wenn die alle Schreiber pflegen sich zu neu sammeln dort, sind gewinnt etliche Zendliker demalt. Herum 40 Menschen. Es ist nicht gewinnt kein Ort, wo zu sitzen, in einem großen Zimmer dort. Und ich bin gesessen auf einem Bänkel und sich zugehört. Und für mich ist es gewinnt, als ein Treffen mit meiner Vergangenheit, mit Birobidjan. Noch 10 Jahre, wenn ich bin schon nicht gewinnt dort. Es ist gewesen, eine moderne Sache. Ich habe schon vergessen von dem offenen Reden bechlall. Und es hat sich bekommen so, als durch die dosige Heftlach und die Bücher und die Regimes und dem Computer bin ich geworden ein öfter Gast in Lewikreuz. Und mit der Zeit hat mir vorgelegt, dass ich so werden Sekretär von einem Schreiberverein. Ich habe abgearbeitet dort ein bisschen mehr wie 1 Jahr. Und für mich das gewinnt eine gute Schule. Es gewinnt eine gute Schule, weil ich habe gelernt, dass Sachen, was ich habe verfehlt früher oder nicht gewusst und schon abgerät von verschiedenen Dialekten, was die Schreiber haben gerät und verschiedene Probleme, was ich habe früher nicht gehört von sie. Und ich kann nur bedauern, als nicht mehr hat die dosige kochendicke und lebendige Gesellschaft, was es gewinnt einmal in Beis Lewik oder Lewikreuz auf Jiddisch.
Itzhak Luden, der Redakteur von dem bundischen Journal Lebensfragen, hat lieb gehabt zu sagen, als alles ist so gut, verwusche ist so schlecht. In jenem Freitag hat man es mit euch gekonnt hören. In der Ausgabe Lebensfragen hat Luden ausgefüllt alle Positionen, Redakteur, Korrektor, Schreiber, wie euch als Setzer und Grafiker. In 2014 hat die Ausgabe sich geschlossen. Ich, wie ein Schüler von der jüdisch-weltlichen Schule, das habe geendigt in Warsche, die Zischerschule, die große Schule auf Kochmanlen 31. Und später hat durchgemacht die Milchum in Russland, wie ein verschickter deutscher Spion, verschickten in die Weiterlager in Vorkutstreu, in weiten Zuffen. Und später verworfen geworden in weiten Durem, in einem Ort, das heißt Karakal, Pakistan. Und dort in der Hauptstadt von Karakal, Pakistan, in Turtkul, sich getroffen mit einem Schreiber, mit einem Dichter, Moshe Broderson. Und ich bin gewesen der einzige Redes von seinem Lebensabschnitt in der Zeit, 42. und 43. Jahr. Moshe Broderson habe ich sie getroffen dort und von ihm habe ich gehört, dass der Amudarya, der wilder Teich, also hat es geheißen, auf Usbekisch heißt es Amudarya, heißt der wilder Teich. Das hat gebeten jedes Mal dem Becken, hat Moshe Broderson dem Teich umgerufen, dem Sambatien. Das ist der Sambatien. In die Karakalpaken, die mongolisch-kasachisch-Abstammige, was kann, sagt das, von die 250.000 Einwohner, von dem Shevet, stammt das chinesische Volk, von über 1 Milliarde Einwohner, Täuschwim. Sie sind die Karakalpaken, ich habe gesagt, sind heute idelig. Ich sage es wie ein Kurios. Bei dem, Moshe Broderson, habe ich gekriegt, der erste Smiches zu schreiben. Weil wir ein jünger Bucher, gelegen in Spetul ausgemerkt von den zetterlichen Aufschriften über die Medikamenten. Und auf dem Ort gezeichnet, geschrieben mit kleinen Häuschen, meine Überlebungen für eine Jahrzeit in Twisse, in einer Kammer von 120 Menschen in Bialystok Twisse und später ein Lager in Weitenzuffen. Und später habe ich es übergeschrieben in Brouillon, gebringt Brodersonnen. Er hat es übergelehnt und mir umgesucht als Buch, Le Man Hashem, überleiden 20, 50 Mal verbrennen, soll kein Secher nicht bleiben von dem. In der Secher soll bleiben bloße Mainsekuren. Habe ich es von deswegen Emerson gegeben, noch ein Zurückkommen kein Peulen Emerson gegeben zu lernen und ich gedenke nicht wem und ich gedenke nicht, was ich habe geschrieben. Und mein Sekuren ist verloren gegangen, wenn ich bin raus von Lager. Insofern, ich gedenke bis heute, ich kann nicht aufstellen, die Porträten, die Peine von meinen Eltern. Also das ist eine von den Sibes, was ich habe später, kommen dich zurück an Polen, nicht gewollt gehen auf dem Weg für Schreiben. Damals bin ich weggefahren im November 1948. Bin ich weggefahren und im Dezember gekommen durch Frankreich, kein Israel. Du, sich wieder ungeheuben, Militär, Bespucher, einer her. Ich habe herausgekommen von Militär, sich gewonnen zu zeichnen. Sie hat von mir eine technische, zeitweilige Arbeit. Und also zeitweilig, von 53. Jahr, von Februar 53 bis heim, wie viel ist schon? 41 Jahre. Bin ich zeitweilig geblieben, also als Journalist. Und später bin ich geschickt geworden mit der ersten Gruppe Journalisten, die sind gefahren, kein Mitzrayim, kein Kair, gleich noch Sadats Besuch in Jerusalem zu den Verhandlungen, dort gewesen 2 Wochen. Und ich habe zurückgekommen, gleich herausgegeben ein Buch, was heißt von Chulem zu Schulem. Dort schildere ich, dort habe ich gesammelt alle meine Reportagen und Artikeln und Abschätzungen, was ich habe geschrieben jede Woche. Es hat gesollt sein, als ein Drame, die Schule im Drame
in 56 Bilder, faktisch gewählt 56 Artikel, welche sind jede Woche geschildert, abgespiegelt, die Atmosphäre, was hat geherrscht, die Otto-Tobner-Schule geht verfallen, der lentert sich, erweitert er sich, also wie heint. Das Mamisch heißt heint, man lernt es, sieht man eine Abspiegelung von dem Prozess, was ist vorgekommen von 77 bis 79 in der anderthalben Jahr von dem Schulenprozess, bis man hat erreicht dem Schulen mit Ägypten. Als Redaktor von der Lebensfragen bin ich euch gezwungen geworden zu werden der Redakteur, wenn der frühere Redakteur Artuski ist gewesen sehr krank. Sie kommen Mottel Selmanowitsch von Amerika, von dem Koordinierkomitee vom Bund, und hat mir vorgelegt, ich soll redagieren dem Journal. Und das ist gerade gewesen der Zeit, wenn ich umgegangen studieren und ich habe gedacht, machen alle drei Sachen zusammen, arbeiten nach Fulltime-Job. Heint als Pensionär, ich habe gemeint, ich werde ein Pensionär, weil ich habe mehr Zeit auf verschiedene andere Arbeiten, Forschungen, was man mir vorgelegt zu machen. Weiß sich heraus, als gerade wie ein Pensionär bin ich mehr beschäftigt, weil was ich habe nicht mehr Wissen zu machen in meiner Arbeitszeit, ist mir übergeblieben, hat sich umgesammelt auf meine Zeit als mein Beruf als Pensionär. Die Proseschreiber Niente Masch ist gekommen zum schafferischen Ausdruck schon in ihre reife weiberische Jahren. Geboren geworden in einer kleinen Bessaraber Städtels Gurice, hat sie durchgemacht ihre Jugend in die Stalinlagern. Nach dem Aufarbeiten 25 Jahren wie eine Buchhalterin ist sie in 1977 Eule gewesen in Israel. In Israel ist geschehen ihr literarischer Ness und Davke in Niedisch. Fragen mich Menschen, wie soll das geschehen? Eine Frau schwackt aufgemot ein ganzes Leben. Und du noch ein in ein Land, nimmt sie sich mit Keuch, schon auf die älteren Jahren, und geht raus 2 Bücher, gemot eines noch andere. Frage ich dachte, wie soll das geschehen? Und ich helfe sie allein. Das ist geschehen mit Tom und nur dank dem, was sich befreit von dem Pachat. Wer sind nicht gewesen in der Lage von einem Menschen, einem Verdächtigten? Ein Menschen, was mir getreut nicht, was mir so heucht auf jeder Schritt und Tritt, der wird es keinmal nicht verstehen. Der Mensch wird gefallen bei sich. Hat mehr vor dem eigenen Sud. In meiner Erzählung habe ich betont, als ich habe in Kirchenef aufgearbeitet, gemacht 25 Jahre auf einen Platz. Und ich wollte darüber gehen auf eine andere Arbeit mit besseren Bedingungen. Und schließlich nur der Fahrer, wo ich wollte ausmeiden, ein Hybrid mal herüberzutreten, die Schwelle für eine Kaderabteilung. Jede Kaderabteilung ist gewesen für mir ein Stückchen KWD. Wie man gekannt, sich geriebeln in meine biografische Brüte, stellen nicht keine gewünschene Frage. Und sich der Wissen selber, wäre ich bin in ein größer Verbrecher. Die Tochter von einer Bourgeois, von einer Söhne vom Volk, weil man hat verschickt, kein Sibir. Aber geschwiegen. Hab ich gesehen, wo es winziger sich zu werfen, die Augen. Die Taio hat mich verfolgt, jahrelang, auch viele noch dem, was sich befreit von dort. Noch ein Kommen kein Israel hat sich Tekiv gebeten die Lage. Die gesehen hat, wie zertoppet du seist, was hat mich geholfen, verkauft, 10 Jahre. Die hige Atmosphäre hat aufgeblasen, die schwere Schichten Asch und aufgedeckt den Fink, was hat getliet und nicht verloschen geworden.
kommt uns als nicht nur der Amul, das kurb gewordene Städtel, ist bei mir aufgestanden, Tchis am Eisem, wie es hat geschrieben, Meier Weinberg, schön ein sich Röhnele Bruche, aber es aber Jid, was hat gewohnt Lot, sein Aufruf auf der Erde. Nur ich allein bin der an dem selben Prozess. In schönen Aginik solider älter, mit meinen bescheidenen Koches, die genommen zu der Pen, und umgeben erzählen wegen der Welt, wo es ist kurb geworden, und wegen der Welt, wo es lässt sich nicht bestimmt auf dem Kurb machen. Der Prosaiker und Poet Schloime Wortsoger hat dacht sich nicht durchgelost keinem Freitag in Beislewig. A klein Wuchsiker, fest zu neu gekloppt, hat sich bemüht, euch zu sein Inger. Die schmale weiße Berstolach Wonzes akkurat hintergescheuern, die Bremen betont mit Schwarz und die Augenfinkeln mit der jugendlichen Impet, begleitend ich sein zweite Freu, wo es gewähnt mit ein bisschen Jahr Inger von ihm. Ich bin von Chelem, aber ich habe die letzten Jahren gelebt und studiert in Barsche. Euch Kursen, größere Kursen, wie ich schon sagen, das auf Ergänzungskursen von Literatur und Kultur. Später schon, ich habe noch höher bin, ein junger Mann, ich bin du mehr wie dort. Ich bin du 5, 46 Jahre und dort bin ich gewesen, aber 30, 31, 21 Jahre. Und du habe ich Mamsche gewesen mit Lieder. In der letzten Jahr habe ich gedrückt, jeden heute, zweimal noch heute Lieder. Später hat uns zu neu genommen, Avrum Sutzkewa, unser Rebbe, und zu neu genommen mit 10 jungen Schreiber, mir gewesen zwischen den 10. Können kalb mir raus von eigenem Journal. Sutzkewa gewesen, der hat schon Fakt, dass geklebt sind gewesen Menschen, junge Menschen, in unserer Alter. Zugeklebt durch seinen Ansehen, hat sich nicht gelernt. Hat nicht gelernt uns und hat nicht gelernt die jüdische Literatur. Hat uns zu neu genommen, wir haben schon geschafft, wir haben uns getroffen, nur der größte Begegnung ist gewesen in Kibbutz Yagur, in Haifa. Und damals hat gewohnt David Pinsky auf dem Karmel. Hat man uns gemacht, einen feinen Baruch Habu in Kibbutz. Und David Pinsky, gelegen Sie wie jetzt, gesessen an langer Tisch, Kibbutz. David Pinsky mit einem weißen Korb, gesessen oben, neben ihm gesessen Schutzkewa, und wir alle mit Kunstgekämpft, schwarz, wie ihn geleitet. Hat dem Schutzkewa gesagt, lieber Freund, David Pinsky, ich habe gebracht, ein Bukett Blumen. Von 10 jüdischen Schreiber. Und jeder einer von uns hat etwas gesagt. Nur ein Pinsky, wenn sie mit einem Schreiber von Amerika suchen. Suchen, das ist nicht gesucht, aber Leute, unsere Eltern, was wir heißt, suchen. Äpfel sind etwas älter von mir ein. Nein, das ist noch nicht wichtig. Wichtig ist, als wir haben das später gedrückt in der Goldene Kette von Schutzfeld gemacht, als spezielle Rubrik für einen jungen Schreiber. So du, Heinz, und das ist dann du, der ist gesammelt der Goldene Kette. Und jeder einer von uns hat umgeklebt. Es ist nicht so wie Heinz, wir sind schon Machers, ich schreibe schon die andere Schreiber. Aber sie gewinnen mit Dagdig, schwer gewinnen reinzukommen in die Goldene Kette. Hat gemacht von Abteilung junge Schreiber, Prose, Lieder, Essay, weniger, so zu sagen, komm euch Essay. Ich habe gedrückt Lieder, nur Lieder. Zwischen jenen 10 jungen Schreibers von Jungesruhl ist gewesen euch Rivke Bassmann Ben Chaim. In der männerischen Zwiebel von den Freitagtreffungen hat sie herangebracht eine freuerische Warmkeit und eine heimische Gemütlichkeit. Ich habe keinem nicht geehrt, sie soll ruhig reden, a viele, wenn sie pflegt zumul, überlehnen auf ein Kohl ihrer Lied, erst ungeschrieben. Ihre poetische Klangen ist nicht abzuteilen von den Bildfarben, gemalt von ihrem Mann, Muli Ben Chaim, ihr auf lange Jahr. Bei sich in Dreim, in Herzliya Pituach,
ist er geringelt mit seinen Bildern, wo es gefunden sehr poetischen Upklang in Rivkes Lieder. Ich bin gekommen in ein Kibbutz mit Mulen im 47. Jahr, wo die älteren Menschen haben verstanden Jiddisch. Jetzt da ich in mein Schreiben bin geglichen zu einem Mensch, was man kann ihm nicht fragen, warum hast du braune Augen oder schwarze Augen? Ich bin geboren in Jiddisch, ich habe gelebt in Jiddisch, ich habe erfüllt und gewusst, als die erste Schule meine in ein Lied ist auf Jiddisch. Ich kann übersetzen, ich tue das, wir arbeiten das auch zusammen, ich mit Hebräisch, aber Jiddisch ist Poshet, in Ivri sagt man Mulad, eine eingeborene Sache. Und ich muss da noch etwas zugeben, was ich meine, ihr Gedenk, mir sehen. Einmal hat mir einer sehr, also, wie man sagt, scharf gefragt, lama את לא כותבת עברית? מה קרה? wo schreibst du nicht auf Ivrit? Weil Aktivitäten, Tätigkeit haben wir in beide Sprachen, nicht versteht man nicht Jiddisch und Ivrit. Und mein Glück, ich bin in beide. Und ich habe geantwortet, a Credo. Und ich habe das verschrieben, und jetzt lassen wir sehen zu ihr Gedenk. Ich lebe Ivrit in ihrer Erheubenkeit und Schönheit. Und es atmet Jiddisch in mein jeden Glied, in ihr einsamer Alleinkeit. Das ist einer von meinen Antworten. Ich habe das euch in Ivrit gesagt, aber jeder ist wichtig auf Jiddisch. Und Beschassen hat gemacht mit mir ein Interview in Zeitung, dachte ich mir, Makori schon. Und gefragt ich dieselbe Frage, habe ich geantwortet, ein bisschen anders. Ist das, der Jesodi derselbe, ich habe gesagt, ich stelle sich vor, ich nehme metaphorisch, ein Schattefegel, was fliehen verlosener Ort und fliehen rüber zu einem weiten Breg und verlieren im Weg sehr eine Sache von den Vögeln. Aber ein paar von sie, da fliehen zum Breg und seinen Mamschich singen im Frühling. Ist öfter bin ich eine von denen, was solche gewöhnen, da kommen zu einem Breg und ich weiß, als mein Wesen, mein ganzen Ich, ist in Jiddisch. Chodsch, ich bin in Ivrit, ich bin ein Lehrer in Ivrit gewesen. Vom Fach bin ich in Ivrit gewesen. Aber meine Schüler haben gehört Jiddisch von mir und verstanden den Nigen von Jiddisch. Also das ist das. Die Zeit vergeht nicht on Simoni. Als du sollst fragen, was ist Zeit, beweist sie dir, wie es wird im Ponym die Nont verbieten in der Weit. Die Zeit vergeht nicht on Simoni. Als du sollst suchen ihr Badeit, beweist sie dir, wie es wird der Ponym vermeckt und seht es dich, die Zeit. Die Zeit vergeht nicht on Simonim. Und Tom erklärst du, sie vermeid, beweist sie Tom zu der Monen die Rettenisch, was ruft sich Zeit. A Tag vergeht und was ist lichtiger wie Tag. Levikois lebt dann über schwere Zeiten. Es bängt sich ihm noch jene raschige Freitagen, noch die Stimmen, wo es die Ewigkeit hat sie weggetrogen in ihr Gniese. Das Leben geht aber weiter und der gastfreundliche Tisch ist genieg bereit, es sollen sich ihm aussetzen nahe Stammgäste und schmusen
wegen seiner Werk und Bücher. Und frei sich frei mein Herz, was Finsterkeit von euch hat euch gedachte Lichtigkeit getan, es ist in Sorg. A Tag vergeht und was ist lichtiger wie Tag. Es geht ein Freund weg, nicht klug mein Herz, nicht klug. Und frei sich frei mein Herz, wo so versämmt grad, passiert das zufällig, begegnet sich mit Gott. Und frei sich frei mein Herz, wo so versämmt Grund, passiert das zufällig, begegnet sich mit Gott. A Tag vergeht und was ist lichtiger wie Tag. Es geht ein Freund weg, nicht klug mein Herz, nicht klug.